Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da haben wir heute mal was anderes. Ich hab gedacht, ich kaufe mal einen fertigen Blaster von Worker. Und war ein bisschen überrascht, wie kompakt das Paket ist. Weil eigentlich war so die Überlegung, oder bei mir stand so die Wahl am Anfang, kaufe ich mir Prophecy oder Seagull. Und ich mir gedacht, der Prophecy sieht schon cool aus und transparent und selber zusammenbauen schon cool. Und so ist dann auch irgendwie das erste Video zu dem Kanal entstanden. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, einfach mal an den Anfang zurückspulen und gucken. Lasst ein Abo da, wenn ihr schon auf meinem Kanal seid. Wäre nett. Und ich habe mir gedacht, ja, das fertige Blaster ist ja eigentlich fast irgendwie langweilig. Bis ich dann jetzt festgestellt habe, den ich jetzt endlich gekauft habe, so fertig ist der gar nicht, weil der dürfte ja sonst nicht in die Box reinpassen. Ich habe es noch nicht aufgemacht, ich habe bloß mal den Deckel aufgemacht und guckt, was drin ist. Wir gucken jetzt zusammen rein. Oh, ein paar Pfeile, in passender Farbe. Was umwickelt ist. Okay, das sieht schon mal ein bisschen fertiger aus wie bei der Prophecy. Wir gucken jetzt mal, was wir da so machen müssen. Wir haben ja die Prophecy auch zusammengekriegt, also kriegen wir das auch noch. So, die Packung heben wir auf, die finde ich cool. Die landet irgendwann mal irgendwo im Lager, bis ich irgendwo Platz brauche. Hab sogar da den Aufkleber weggemacht. Das habe ich schon gemacht. Die Seite sieht irgendwie cool aus. Ich mag die. Was sind das, Möwe oder sowas? So, er sieht schon fertiger aus. So, das sieht so. Das steht so nicht. Und das aus. Boah. Okay. Das ist fertig und schon eingeschmutzt. Jetzt ein bisschen Kraschel. Das ist. Stößele. Der Pömpel. Ich glaube, das ist einer der möglichen deutschen Übersetzungen, ich glaube, vom Planscher. Bin mir da nicht sicher. Korrigiert mir in die Kommentare, wenn ihr es besser wisst. So, da haben wir ein Magazin. Ganz wichtig. Da haben wir da noch mehr Krust. Viel Folie. Das hat doch schon Fäden drin, oder? Die Anleitung. Hätte jetzt schon gefragt, die ist ein bisschen dürftig, aber wenn man auch nicht bei Schritt 1 anfängt. Also, Schritt 1, alle Teile rausnehmen. Okay, das war jetzt intuitiv. Dann okay, da haben wir unterschiedliche Federn. According to our needs. Also was man halt so braucht für unsere ganz persönliche Zwecke. Das wäre nur schön, wenn ihr wisst, welche Feder da drin ist und welche Feder das ist. Eieiei. Ein Messerle. Ein Messerle brauche ich, ein Messerle. Gucken wir mal in die gute Schublade. Da war natürlich nicht vorbereitet, die haben nicht reingeguckt. Das ist. Habe ich denn, das Messerle? Irgendwo hat ihr Messerle. Da ist. So. Die Schublade und ein Tisch, die alles Mögliche beinhaltet. So, Messerle. Das ist vielleicht nicht so clever. Wie kann ich das aufmachen? Ohne da unnötig Kratzer rein zu machen. Keine Sorge, das Messer ist ziemlich stumpf. Das ist mehr Dekoration, wie das wirklich was glaubt. Ui, da haben sie es echt gut gemacht. So, dann haben wir da
Lauf und Dingens und Zeugs. Bin jetzt mal gespannt, wie die. Da die Erfahrung so ist. Ach, die Schiene von oben. Die ist aus Metall. Da haben wir noch Prost. Gucke, was für Werkzeug man da braucht. Irgendwie war das Auspacken bei der Prophecy einfacher. Aber dafür waren es halt auch deutlich mehr Pakete. Da haben wir eine Maschine. Sind tiefer seitlich. Ich glaube, der einzige Grund, warum wir die anbringen, ist damit es da seitlich nicht reinregnet. Da haben wir. Nochmal mehr Zeugs. Dort drinnen. Ach, die Visiere. Alles recht gut eingepackt. Hey. Ich muss sagen, das Lila, ich habe es noch ein bisschen dunkler vorgestellt. Ein Ticker dunkler hätte Zeit dürfen. Das hat für meinen persönlichen Geschmack. So, aber nur ein Ticker. Eingang schon aufgekrust. So, da haben wir da. Das ist nochmal eingepackt. Da haben sie es gut gemacht. Bin ich mir gar nicht sicher, ob ich den überhaupt montiere. So, da. Da. Schlüssel. Werkzeug halt. Zack. Montiert. Erster Erfolg. Okay, das ist das. Das sieht wild aus. Das muss ich jetzt da bloß. Ja, da sollte man die Schraube bereithalten. Und dann ist das eigentlich schon fast erledigt. Was haben wir da? Die Visiere, die Schiene, das brauchen wir mal ganz zum Schluss. Jetzt sage. Ah, komm. Okay. Das ist der Lauf. Da haben wir jetzt der kürzere. Ui, scheiße. Ah, jetzt und ein bisschen Spielerei. Oh Gott, das ist schon.
Wir lassen das jetzt einfach mal so, wie es ausgeliefert worden ist. Und heben das uns für später auf. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ist. Und auch vom Gefühl her fühle ich da jetzt keinen großen Unterschied. So, das da hinten rein. Ah, gut. So, dann brauchen wir da. Haben wir dann einen Schreibler. Ich sage, das sind die Schreibler für die Schiene. Die zwei lange. Da Fädel oder Dichtring. Wird man schon irgendwann mal brauchen können. Die Schiene packen wir jetzt mal wieder rein. So. Dann haben wir mal den da dabei. Ach, der ist für den. Jetzt. Dahinter den ist der Imbus. Innen Sechskant. Die Leute über einen großen Teich drüber nennen das Allen Key, glaube ich. Hat voll der Allen erfunden. Wer von euch denkt jetzt sonst noch ein Erdmännchen? Oder wie die da heißt? So. Okay. Bin etwas unterrascht. Hab gedacht, da ist mehr Zusammenbau. Bin doch froh, dass ich mir anfangs für die Prophecy entschieden habe. Also, gut, noch hat er nicht geschossen, der Blaster. Das bleibt noch abzuwarten. So, Werkzeug. Und den Schlüssel habe ich jetzt auch mittlerweile eine ganze Sammlung. Es ist schon ganz nett, dass man das jedes Mal dazu kriegt, aber irgendwann halt auch ein bisschen unnötig. So, das ist der abgesägte Griff. Es sieht schon witzig aus. Ich baue das jetzt einmal in der Originalkonfiguration zusammen. So wie es gedacht war. Und ich glaube, da machen wir irgendwann mal ein separates Video, wo man die ganze Konfiguration durchtestet. Vielleicht auch mal mit unterschiedlichen Pfeilen und alles. Und dann können wir es ja der Prophecy auch gegenüberstellen. Ey. Oh, hat es jetzt klingelt. Das ist das Zeichen, dass ihr das Klingeln drücken sollt. Bis gleich. So, dann machen wir weiter. Gute Nachricht. Ich habe jetzt alle toll für die Swordfish. Da haben wir noch ein paar Kleinigkeiten gefehlt. Das ist jetzt. Doch, komm, da können wir es das als nächstes machen. Das ist so. Sollte halt die Mutter noch drin sein. So. Einmal eine Originalkonfiguration Zusammenbau. Damit ihr das auch mal gesehen habt. Und dass ich das vor allem mal gesehen habe. Da habe ich da neben dran schon andere da liegen. Ihr kennt mich ja mittlerweile. Man muss die Dinge schon ein bisschen individualisieren. So, da. Die Spitze, das leuchtet schon extrem orange, wenn das da von den Softboxen da seitlich ausgestrahlt wird. So. Ja, komm schon. Ui. So, da ist ein Frühlingsblasterle. Okay,
so schießt so nicht. So, da. Ach, das geht automatisch wieder nach vorne. Pfeile, nein. Und Gott, können wir zusammenbauen. So, dele. Das heben wir uns für ein anderes Video mal auf. Weil das wird eine langwierige Geschichte. Zumindest für mich. Weil da war die ganze Zusammenbaute wahrscheinlich alle einfach Zusammenschneider. 1, 2, 3, 4. Und den. Da jeweils 2. Ich bräuchte die Schiene seitlich nicht, aber der sieht glaube ich einfach blöd aus ohne. 4. Die Raschel. Nochmal 2. Und nochmal 2. Und der Rest ist vom Fundus. Kann man immer irgendwie brauchen. Und sowas verliert man vielleicht doch mal. Also das ist halt schon ein bisschen andere Hausnummer wie so Prophecy. Also das ist halt durch das, das ist halt euer Großteil. Und das ist ja, ich glaube oben durch die Schiene. Weil das bei der Prophecy, wenn ihr die ersten Videos gesehen habt, das eine Originalkonfiguration war mit der echt heftige Feder. Da haben wir nach dem Bammer haben wir echt Hände da. Oder Klink irgendwie. Vor allem, das habe ich ja Bammer schon erzählt. So viel Platz habe ich gar nicht. Dass ich irgendwie, ich meine, wenn ich mal so eine Strecke von ein paar hundert Meter hätte, wo es dann wirklich was ausmacht, dann hätte es auch Spaß machen, dass man plötzlich ein Ziel trifft, das man vorher nicht drauf hat. Also bei einer recht kurzen Strecke bringt das eigentlich nichts. Deswegen kann es auch gut sein, dass der Blaster nachher da auch mit der schwächsten Feder endet. Also vorläufig. Ich meine, was da langfristig dazwischen drin, ich meine, das ist halt, habt ihr gesehen, das sind jetzt da noch die 4 Schrauben, die 2 Schrauben seitlich und schon kommt man die Feder ran. No. Den Lauf kann man sogar ohne Werkzeug rausbauen. So, das ist schon geschickt gemacht. Das haben sie schon schön gemacht. Die in so einem schönen dunkeltransparente Lila, das wäre schon da. Also so wie der Aufkleber da. Das wäre schon der Hammer. Das mag jetzt nicht so dekorativ stehen bleiben. Ist ein bisschen ausbeult. War ein bisschen viel drin. Das war effizientes Packen. Ja, das B-Car-Dingens da vorne ist leider nicht drin. Das war aber, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das drin gewesen wäre. So, da haben wir. Dahinter fällt noch einer. Ja. Muss ich gucken, ob ich alle Teile für die Swordfish jetzt da habe. Eigner Blaster, da ist 3D-Druck auch beschäftigt gewesen. Jetzt kann man auch ein Stückchen weiter. Gibt einiges.
da haben wir Worker Aufkleber. Ich glaube, der Teil da, der ist, da machen wir was 3D-Druck, das vielleicht noch. Das könnte man eigentlich hier auch schon machen. Jetzt gucken wir mal. Und da wird man den installieren eine Zeit lang in die Ecke. Und da fällt mir immer wieder was ein, wo ich spiele damit rum. Da fällt mir immer wieder was ein, wo ich sage, okay, das und jenes können wir brauchen. Und das ist cool gemacht. Chemie und Korn. Zum Glück nicht auf den Boden gefallen. So, da muss ich gerade, mein Name ist Nobody, denke bei Chemie und Korn. Dann geht's von der Kimme ins Korn oder irgendwie sagt er da so, der erinnert an eine Barbierszene da. Klasse Film. So, odele. Ja, Zusammenbau deutlich langweiliger wie Prophecy. Aber ich glaube, das ist auch Sinn und Zweck von dem Blaster. Also das ist jetzt nichts, wo ich mir denke, okay, das zielt jetzt auf Bastler drauf ab. Das ist, glaube ich, nur ein Einzelteil zerlegt, dass er ein bisschen günstiger ist beim Versand. Sonst hätte es vielleicht ein Zehner mehr kostet wahrscheinlich. Wie remontieren wir das? So, vorne. So. Und das hinter habe ich falsch remontiert. Zumindest laut Verpackung. Verpackung sagt, das nach vorne, das nach vorne. Ah, da machen wir stimmig richtig falsch rum. Ist dann windschnittiger. Das wird schon keinen Unterschied machen. So, der Leer. Oh, ich glaube, das sollte man nicht machen. Weg. Ui. Jetzt habe ich da noch ein paar Teile. Ein bisschen was wovon man. Haben wir ein anderes Magazin gekauft. Ach, das Magazin kann man raus, da ohne dass man. Ja, jetzt bei farblich passend weiß ich gar nicht, ob das so. Ja, wir haben Optionen. Warte mal, der hat. Das testen wir noch. Wenn man da den Drücker hält, müsste da jedes Mal, wenn man nach vorne zieht, müsste da wieder ein Pfeil rauskommen. Das hat die Prophecy nicht gehabt. Das finden wir raus. Und dann haben wir nochmal mehr Folie. Das ist anderer Griff. So. Und der passt wahrscheinlich nicht. Oder wenn, dann nur so. Das Gott. Bis ganz nach hinten und ganz nach vorne wieder.
Ja, nee, das hätte komisch aussehen. Das hätte komisch aussehen, das lassen wir mal weg. Das war eine nette Idee, das kommt ins Archiv. Ich meine, da finden wir schon Plaster dafür, keine Sorge. Also das ist jetzt nicht so, dass ich das... Aber was wir noch haben, Schulterstütze andere. Weil der Haken dahinter, ja, das ist okay. Von Anfang. Haben wir da was anderes geholt. Das will ich gleich montieren. Nochmal mehr Geraschel. Das da wegmachen. Gott, die schraubt ganz durch. Das mit dem Griff ist ein bisschen ärgerlich. Da passt wahrscheinlich nur so angewinkelter Griff hin, oder? Oder allgemein nur so stehender Griff. Aber zur Not lassen wir da was eigens im 3D-Druckerle raus. Die Möglichkeit haben wir ja. Die schraubt gleich wieder rein, dass aufgeräumt ist. So, Dalle. Na, gucken wir. Das passt hoffentlich. Zack. Gut, warum Gott, das ist so schwer. Uiuiui. So, das nicht einfach auszuziehen gegangen. Das ist gerade nicht ganz so geschmeidig, wie es gerne hätte. Aber es sieht besser aus. Das kann sein, dass ich so Tröpfchen Fett brauche. Das vielleicht noch locker machen kann man es nicht. Ja. Das findet man raus. Was ich noch habe, ich kein Fan von dem Orange bin, ist da vorne für den Lauf so ein Ding mit Kugellagerl. Da guck mal. Schade. Da brauchen wir auch einen Tesa. Aber das ist ein Problem, das lässt sich lösen. Ach, das lassen wir fürs erste auch weg. Machen wir noch alles. Ach. Müsste es. Jetzt alle. Damals. Ne, das hat doch kein. Also man muss den Trigger schon loslassen, dass er einrastet. Das rastet nämlich mit gedrücktem Trigger, rastet es nicht ein. Wie ist das, wenn ich dann jetzt kann ich es wieder entladen? Ja. Okay, das ist der große Vorteil, dass das kann. Wie heißt das so? Oh, mir fällt das Wort gerade echt nicht dafür ein. Slamfire war das oder wie war das? Ach, das hat es auf jeden Fall nicht.
Das heißt, das kann man entspannt entladen. Ja. Ich würde sagen, ich spiele mal damit rum, sammle mal Erfahrung. Zusammenbau war einfach. Hab gedacht, ich nehme das mal auf Video auf, wie das wird. Ob da irgendwelche Überraschungen sind. Bevor ich das selber mache und dann den Überraschungseffekt kaputt gemacht habe. Im Griff muss ich mal gucken, was ich da finde. Der wäre eigentlich schon nicht schlecht. Das lassen wir jetzt mal in Ruhe. Das will ich jetzt probieren. Das ist prinzipiell Gott. Wenn man den bloß vorne befestigt. Auf Zeit. Das. Okay, nicht im Ansatz genug. Das heißt, den müsste man schon heftig modifizieren, dass der gegangen geht. Das heißt, den müsste man seitlich da ein Stückle wegnehmen. Und dahinter ganze Ecke. Wenn ich das so mache, dann ist es einfacher, wenn ich was selber entwerfe. Das ist so. Ich meine, da könnte man schon. Punktgriff hätte man da schon Möglichkeiten. Kann ich bis da hergegangen und da kann man immer noch den Spielraum hier mit ausnutzen. Sodass man da mit dem Griff einfach drüber geht. Aber da muss ich vermutlich was selber entwerfen. Also fürs Erste. Freunde mich mal mit dem Griff hier an. Und er sieht ja ganz okay aus. Also. Der bei der Prophecy sah schlimmer aus. Aber das habt ihr das letzte Mal hoffentlich gesehen. Wenn nicht, guckt bei dem Video vorbei. Für Prophecy, deswegen bin ich da ganz zuversichtlich, dass wir für die auch einen Griff hinkriegen. Wie ich das für Prophecy auch hinkriegt habe. Vor allem hier kann ich ungeniert schwarz verwenden. Bei der Prophecy habe ich halt das dunkelblau, transparent da verwendet. Damit es farblich halbwegs passt. Hier. Oh, das ist einfach schwarz. Yay. Ja, das an mein Kopf war das so einfacher. Dass dafür ist der Blaster recht kompakt. Und hat seine Vorteile. Ja, vergessen wir. Da kann man das Magazin einfach so wechseln. Federler kümmern wir uns später nochmal drum. Das wird ein langes Video, da brauche ich ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Energie und ich muss da auch das Zeugs dann vorbereiten, dass man die Pfeile nicht überall hinfliegen. Weil sonst bin ich nachher schwer am Suchen. Aber ich teste es jetzt mal. Und das nächste Mal basteln wir, glaube ich, am eigenen Blaster weiter oder basteln wir das Swordfish weiter. Das Geschäft geht nicht aus. Projekte gibt's gerade genug. Ideen gehen wir nicht aus. Also lasst ein Abo da. Es lohnt sich. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.